Klappt's mir wieder und dann wird's noch schöner und viel besser. Servus und herzlich willkommen zum Diersei-Podcast. Hier geht's um besondere Menschen und ihre echten Geschichten aus dem südostbayerischen Raum. Berührend, inspirierend und mitten aus dem Leben. Ich triff spannende Persönlichkeiten, die uns ihre Träume, ihre Visionen und Erlebnisse mitgeben wollen. Seid gespannt, wer wirklich hinter den Leuten mit mutigen Schritten und bewegenden Lebensgeschichten steckt. Das findet man nämlich jetzt raus. Packt mal so beim Diersei-Podcast. Wenn wir uns da zusammen, dann wird jeder von uns noch besser. Geben wir uns die anpacken, was miteinander wird alles. Servus und grüß euch benannt zur neuen Folge vom Diersei-Podcast. Heute ist eine Frau bei mir, bei der sie selbst ein gestandener Bergführer denkt, die macht Dinge, die ich nicht einmal mit dem E-Mountainbike schaffen wird. Sie ist auf Augenhöhe mit der absoluten Weltspitze beim Trail- und Ultralaufen, Lavaredo UTMB, Snowman Race. Sie kennt die härtesten Rennen der Welt. Nicht nur vom Zuschauen, sondern auch vom Stockerl. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Sie ist aufgewachsen in Inzell und war lange Zeit meine direkte Nachbarin. Und heute ist sie auf dem Ultra-Trail-Gipfel auf Bühnen und motiviert Menschen, authentisch, bodenständig und mit einer ruhigen Art, die hängen bleibt. Servus Rosanna Bucher, schön, dass du heute bei mir bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Bist gerade drüber gekommen, als Genau, ehemalige Nachbarin. Rosanna, du bist aktuell eine der besten Ultratrail-Läuferinnen der Welt. Sagst das selber aber ganz leise. Wann hast du gespannt, wow, ich bin in den Sport echt gar nicht so schlecht? Und wie war der Weg in die absolute Weltspitze? Das ist gar keine so leichte Frage, weil es im Trailrunning jetzt nicht dieses eine Rennen gibt oder die Olympiade, wo man wirklich alle messen kann. Also gemerkt, dass ich das vielleicht ganz gut kann, habe ich eigentlich bei meinem ersten Start beim Großglockner Ultra Trail. Weil da bin ich, sage ich mal, relativ unerfahren an den Start gegangen, habe das erste Mal Stöcke verwendet, davor damit nicht trainiert und bin dann ins Ziel gelaufen und habe im Ziel erst erfahren, ich bin Zweite. Und das war natürlich cool, aber da war es so, vielleicht war es Glück. Und dann, dass ich von mir selber sagen darf, ich bin jetzt quasi Eliteläuferin oder mache das auf Profiniveau, vielleicht erst seit 2 Jahren, dass ich wirklich sage, okay, ich kann da mitlaufen. Das wird das Steck, das habe ich schon mal irgendwo gehört von dir. Du warst irgendwie nicht gewohnt mit Steck irgendwie zum Laufen, hast dich gefragt, wieso braucht man überhaupt so, oder wie? Ja, genau. Es war so, dass ich mich halt einfach angemeldet habe für den 50-Kilometer-Lauf und dann hat mein Bruder gesagt, ja, frag doch mal bei Leki und das wird dich mal beraten. Und dann habe ich den angerufen und dann hat er mich über das Telefon beraten und bis die Stecker dann aber bei mir waren, war es 3 Tage vor dem Rennen und dann habe ich das halt da erst getestet. Sehr gut. Ja. Rosanna, das Ultralaufen, das war vor einigen Jahren nur so ein bisschen underground. Heute ist voll im Trend, fast der Hype. Was glaubst du, warum ist das heute so und was hat sich da verändert die letzten Jahre? Ich glaube, warum es so ein Hype ist, weil wir ja doch, sage ich mal, hier im Chiemgau oder ja, allgemein bei uns in der Gegend alle sehr privilegiert aufwachsen und alle quasi in dem Sinne wenige Probleme haben, aber doch halt einfach auch sehr viel in unserem Trott sind. Und ich glaube, die Leute suchen einfach mal wieder das so ein bisschen sich spüren, rauskommen. Und in einem Ultralauf passiert so viel auch in deinem eigenen Kopf und auch in Gefühle. Und ich glaube, das begeistert dann. Weil wir vielleicht, egal ob es jetzt Erster oder 50. werden, laufen über die Ziellinie, sind komplett am Ende. Und am nächsten Tag sagen sie, das war das Beste, was sie gemacht haben. Wo man als Außenstehender vielleicht denkt, nein, du hast die komplett rausgeschossen und liegst jetzt da oder bist fertig und verschwitzt. Und irgendwie kann man es dann oft nicht erklären, aber man fühlt sich dann irgendwie mehr bei sich. Und ich glaube, das begeistert viel. Halt mal was wieder machen, wo man sich richtig spürt. Aber wie ist denn das wirklich, was du jetzt gerade gesagt hast, in so einer Arena, wenn du unterwegs bist, wo der Körper schon lange nachschreit und irgendwas sagt in dir, ja, ich laufe weiter. Ja. Was treibt dich da an? Oder was passiert da? Ja, das ist, glaube ich, das, was mich fasziniert, weil ich glaube, fast bei jedem Rennen, das ich bis jetzt gelaufen bin, egal ob es 30 Kilometer waren oder 100, kommt irgendwann der Punkt, wo du dir einfach denkst, du magst jetzt stehen bleiben. Und wirklich der Körper sagt, leg dich hin, lass und dann sagt dir irgendwas, sei es vielleicht, ich mag es ins Ziel kommen, ich mag es mir selber beweisen, ich mag die Familie sein, die im Ziel war, dass du weitermachst. Und das Gefühl, dass du dann weitermachst, obwohl du eigentlich nicht mehr kannst, das erfüllt dich dann oder mich dann so mit Stolz, dass ich beim nächsten Mal nur mal mehr machen mag. Und dass ich dann denke, naja, ich habe letztes Mal auch schon gedacht, ich kann nicht mehr, aber habe es noch geschafft. Also eigentlich auch diese Verwunderung,
dass du eigentlich meinst, du kannst nicht mehr und dann kannst du aber nur 20 Kilometer laufen. Also, dass du eigentlich viel, viel stärker bist, als du in dem Moment selber glaubst. Und das finde ich das Faszinierende. Und das schaffe ich meistens nur im Wettkampf, weil das schon ja so ein Event ist, auf das du hinarbeitest und wo du dann alles gibst und dir irgendwo auch mental vorbereitest, dass du an dem Tag nicht langsamer wärst. Wenn im Training sagst du vielleicht, naja, heute ist nicht so ein guter Tag oder ich muss danach noch in die Arbeit oder irgendwas. Und im Rennen hast du ja alles auf diesen Tag und an dem Tag ist eigentlich dein einziges Ziel, so weit an der Grenze gehen, wie es irgendwie möglich ist. Eigentlich aber auch wieder fast wie eine Sucht, oder? Immer Schon. wieder nach Körperschinden. Ja, und ich habe jetzt auch oft mir selber gedacht, wann sind oft die Tage, wo ich am besten drauf bin, wenn ich irgendwie am Abendessen mit der Family oder Freunden, das sind oft die Tage, wo ich richtig hartes Training gehabt habe. Und ich glaube, ein bisschen eine Sucht ist schon, dass du dann halt diesen Stolz hast, das hartes Training durchzuhaben und dann besser drauf bist, wie jetzt an einem Tag, wo du vielleicht trainingsfrei hast. Okay. Du hast ja unzählige Erfolge erreicht. 3. Platz beim UTMB, ein Sieg beim Ultra Trail in Lavaredo, 5. Platz bei den Weltmeisterschaften in Innsbruck und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Aber ich glaube, ein richtiges Highlight in deiner Läuferinnenkarriere war das Snowman Race in Bhutan. Ich habe gelesen, wenn ich richtig liege, 186 Kilometer, 8.564 Höhenmeter in einem Rennen, waren es die härtesten Rennen der Welt. Da bist du nicht nur als Läuferin, sondern auch als Klimabotschafterin am Start gewesen und hast nur dazu gewonnen. Kannst du mir erzählen, wie es zu der Einladung gekommen ist und zu der Rolle Klimabotschafterin? Gern, ja. Ein Snowman Race in Bhutan ist eben ein Rennen, das vom König veranstaltet wird. Also der König natürlich mit dann Manager, die ihm da irgendwie helfen. Und der hat es ins Leben gerufen, der König von Bhutan, um eben aufmerksam zu machen auf die Folgen vom Klimawandel, weil die in Bhutan aufgrund der Höhe der Berge mit als erstes ersichtlich sind. Und er hat dann einen kalifornischen Rennorganisator, der quasi sich im Trailrunning sehr gut auskennt und der dann eine Gruppe von Botschaftern zusammenstellt, um quasi die Botschaft in die Welt zu tragen. Also um zu sagen, okay, schaut euch an, so wirkt sich der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel aus. Wenn ihr jetzt von jedem Land oder jedem Kontinent Läuferinnen nimmt, dann tragen die das hoffentlich in ihr Land. Und so bin ich dann eingeladen worden quasi für den deutschsprachigen Raum. Und es ist dann ein relativ strenges Bewerbungsverfahren, weil die einerseits schreibst die erstmal an aufgrund deiner Erfolge und sagen, naja, du warst interessant, aber stehst ja hinter der Botschaft. Also bist du jemand, der sagt, das ist mir wichtig, ich lebe naturnah, ich möchte da was bewirken, ich sehe mich da als Botschafterin. Und dann musst du also Bewerbungsschreiben abschicken und Du selber, Videocalls also, machen. okay. Und dann quasi, wo ich das abgeschickt habe, warum ich das spannend finde, warum ich gerne nach Bhutan möchte, warum ich eine Botschafterin in Österreich und Deutschland sein kann, dann kriegt man wirklich einen Vertrag, wo man sich, wo man unterzeichnet, dass man mitmacht, dass man auch nicht kurzfristig absagt, weil die gehen da eine krasse Vorleistung, also die zahlen dir den Flug, die zahlen dir den Aufenthalt und dann wäre es ja schade, wenn du eine Woche vorher sagst, du fliegst doch nicht. Und ja, so ist dann zustande gekommen und dann ist eigentlich erstmal im ersten Moment zweitrangig, dass ein Rennen ist, wo ich dann aber in Bhutan drüben war, ist relativ schnell klar geworden, dass die Botschaft wichtig ist, aber dass während dem Rennen man erst mal darum kämpfen muss, dass man selber wieder heil ins Ziel kommt. Also es war von allen Rennen definitiv das Rennen, wo ich am meisten Angst um mich selber und um meinen Körper gehabt habe und manchmal, weil beim normalen Rennen, wenn du nicht mehr kannst, dann denkst du, ja, ein Streckenposten heute, ein Familienmitglied heute. Ja. Aber da ist Da bist du total im Off. Helikopterrettung, ja, und wenn kein Heliwetter zum Fliegen ist, dann bist du mit deiner Rettungsdecke auf dich selber gestellt, was jetzt nicht so cool ist auf 5000 Meter. Da habe ich auch gelesen, du hast einmal so Art-Halluzinationen sogar irgendwie gehabt, wo dein Körper dann wirklich fast schlapp gemacht hat, oder? Oder wie war das? Ja, an Tag 4, also da haben wir 5200 geschlafen und wir haben immer jeden Abend einen Arztcheck gehabt und meine Sauerstoffsättigung war schon sehr niedrig. Aber der Arzt hat vermutet, das Gerät spinnt, weil es so niedrig war. Und es war nicht das Gerät, sondern es war wirklich so niedrig. Und dadurch, dass es mir aber so gut gegangen ist, dass ich ansprechbar war, dass ich normal gegessen habe, hat sich jeder gedacht, das Gerät hat einen Messfehler gemacht. Und deswegen bin ich ganz normal gestartet. Und ich habe dann aber schon 10 Minuten nach dem Start am Tag 4 gemerkt, dass ich stolper. Ich bin, ich glaube, auf 2 Kilometer 5-mal hingefallen, was mir jetzt nicht so oft passiert. Ich habe Orientierungsschwierigkeiten gehabt, ich habe nicht mehr klar gesehen. Und habe dann wahnsinnig halluziniert, also sehr viele Sachen gesehen. Und habe dann aber gecheckt, dass das die Höhenkrankheit ist.
und habe nur nicht ganz gecheckt, wie ich rauskomme aus dem. Ja, eigentlich runtergehe, oder? Genau. Soweit ich jetzt als Laie weiß. Nein, das ist eigentlich das Beste, gar nicht das Leid, sondern das haben sie mir auch gesagt, das ist das Einzige, was hilft bei Höhenkrankheit. Also Höhenkrankheit ist eigentlich nicht so schlimm, sondern es ist, ich sage immer, wie wenn du besoffen bist und ausnüchtern musst. Okay. Und so ist Höhenkrankheit, du fühlst dich also wie betrunken und du musst dann einfach Höhe verlieren. Aber das geht ja im Rennen nicht, oder? Genau, also ich habe gewusst, es kommt noch ein Pass, also ich muss mal 400 Höhenmeter hoch und dann aber 1200 Höhenmeter nach unten. Okay. Und dann ist er wirklich mit die 1200 Höhenmeter wieder besser geworden und nach 2 Stunden habe ich mich dann wieder ganz normal gefühlt. Also es war schon faszinierend. Und was ist in der Halluzination passiert mit deinem Körper und mit deinen Gedanken? Das war brutal. Magst du das verzeihen? Ja, gern. Weil wir sind eben so ein Grashang oder so ein, ja, was auch immer, Fels-Grashang hoch. Und es ist uns ja schon das ganze Rennen und vorher immer sehr von der Bedeutung vom König eingebläut worden und wie wichtig das dem König ist. Der König war schon sehr präsent im Kopf und dass die natürlich auch immer mal wieder Drohnen schicken und uns filmen. Und ich habe dann einfach überall Kameras gesehen, also GoPros, und habe mir gedacht, wie brutal ist der König, dass der da 300 GoPros aufstellt, Die ja nicht nur da für waren. uns Rennen. Und die waren ja nicht da. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, es waren so Markierungsfähnchen, so rosane, dass die quasi Anweisungen geben, was ich machen soll. Was ja auch nicht so war, die haben mich nicht geredet. Also voll krass. Voll krass, aber das Lustige war, dass in dem Moment ist da voll normal vorgekommen. Also ich habe mir nur gedacht, krass, ist der König und war was mir die Fandeln alles sagen. Und erst als ich dann wieder unten war und im Nachtlager und auch auf die Videos gesehen habe, es war einfach ein Graswiesen und keine einzige GoPro, keine Ahnung, wo mein Kopf das hergenommen hat. Oder auch, dass sich der Boden bewegt hat. Also das kennt man vielleicht, glaube ich, so ein bisschen, wenn man betrunken ist, dass man sich denkt, das wankt alles. Aber es hat sich angefühlt, als wäre ich auf einem Schiff oder was. Also das war schon... Ja, interessant, dass zu dem Zeitpunkt dann der Körper trotzdem noch mitgemacht hat. Ja, und die Aber Befehle nur ausführt. Ja. Weil das ist ja Gune auch noch. Ja. Respekt. Das habe ich da auch nicht gedacht. Wie viele Frauen waren da am Start, weißt du das ungefähr? Jetzt waren 5 internationale und 5 Einheimische. Aha. Und wie lange hat das Rennen gedauert? Bei der über 8000 Höhenmeter und 130 Kilometer? Also es waren 5 Tagesetappen und insgesamt war ich, glaube ich, 31 Stunden unterwegs. Okay. Respekt. Dicken Respekt. Was mich schon auch interessiert und vielleicht auch die Leute, wenn man natürlich auch viel reist, als Klimabotschafterin in hochalpine Sportarten, wie denkst denn du über das Thema Nachhaltigkeit da selber? Weil du fliegst ja wahrscheinlich auch noch an einer Stelle, der eine macht sich vielleicht Gedanken, okay, die fliegen rum und sind Klimabotschafter. Wie denkst du darüber? Ja, ich finde das genau der Punkt, den du sagst, das ist super schwierig. Weil das habe ich mir auch gedacht, naja, ich fliege nach Bhutan, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Aber ich muss erst mal nach Bhutan kommen. Und ich finde das auch mit das Schwierigste am Sportler-Dasein, weil man natürlich einfach zu den Rennen oft fliegen oder auch ganz lang Auto fahren muss. Und muss man ehrlicherweise sagen, da ist jetzt jemand, der einfach in seinem Dorf trainiert, nachhaltiger vom Fußabdruck vom Reisen. Und ich weiß bis heute auch noch nicht, ob das Rennen in Bhutan die Reichweite erreicht, die wir uns erhofft haben. Dass da jeder aus seinem Land, der aus Afrika, wirklich in Afrika die Botschaft so groß wird, auch bei mir. Es finden viele interessant, das Snowman Race, aber ob dadurch jemand was in seiner Nachhaltigkeit ändert, das weiß ich nicht. Ich habe mir nur gedacht, das ist die Welt, in der ich mich bewege, das ist da, wo ich ein bisschen einen Hebel habe. Es ist besser als nichts, aber es ist schon ein extremer Zwiespalt und in Bhutan habe ich auch gemerkt, wie unfair das ist. Weil wir alle haben ein Auto, wahrscheinlich mit Klimaanlage, wir fahren alle ein Auto, wir fliegen oft in Urlaub. Die Bhutanesinnen sind oft gar nicht aus Bhutan rausgekommen, haben wahrscheinlich am nachhaltigsten von ihrem Fußabdruck und haben aber als erstes betroffen. Also denen in den Dörfern werden überschwemmt, die haben Probleme, dass ihre Tiere nur irgendwo Gras oder was haben. Also das finde ich schwierig und muss ich ja ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es was bringt. Ja gut, die mussten ja umstellen, weil es ihnen einfach nicht so gut geht vom Klima. Und die sind, glaube ich, komplett klimaneutral, Bhutan. Was jetzt, genau. Aber nichtsdestotrotz, mit so Themen, wie du jetzt ja gerade gemacht hast, als Klimabotschafterin, auch mit einem kleinen Podcast oder mit deiner Reichweite auf Instagram oder wie immer, erreichst du ja auch viele Menschen. Und dann ist ja das trotzdem wieder ein großer Schritt, wenn viele das nach draußen tragen. Also, ja, das hoffe wieder, ich auch. also alle, die zuhören, denkt dran, unser Klima brauchen wir auf Dauer, sonst gibt es uns bald nicht mehr. Ja, Rosanna, seit du dich für den Profileistungssport entschieden hast, auf was hast du verzichten müssen und was hast du dafür aber trotzdem persönlich gewonnen? Ich finde das Verzichten
immer super schwierig, weil es sich für mich eigentlich nie nach Verzicht anfühlt. Aber ich glaube, wenn man jetzt mich so von außen sieht, natürlich, was muss man ein bisschen mehr schauen? Alkohol am Abend zusammensitzen, muss man einfach ein bisschen überlegen, wie viel Glas trinke ich heute und wann gehe ich ins Bett, weil sonst macht man sich auf 2 Wochen Training kaputt. In dem Sinne habe ich oft das Gefühl, ich bin flexibler, weil ich mein Training legen kann, wann ich mag. Natürlich ist man oft auch nicht so flexibel, weil es jetzt schon bei mir zum Beispiel schwierig ist, mal 3 Tage gar nicht zum Trainieren. Wenn wir jetzt mit einer Freundesgruppe, wo ich hinfahre, einen Tag ist Anreise, einen Tag machen wir vielleicht die Stadt anschauen und am 3. Tag heim, da muss ich nur irgendwo mal Training reinquetschen. Weil man kann sich eigentlich nicht vom Training in dem Sinne Urlaub nehmen. Ja. Dafür habe ich aber auch wieder einen Tag, wo ich nur 1 Stunde laufen gehe und nicht wie andere 8 Stunden im Büro sitzen muss. Also ich glaube, der Verzicht ist am ehesten so ein bisschen, dass jeden Tag ist und dass man keine Pause in dem Sinne machen kann. Dazu gewonnen habe ich wahnsinnig Selbstbewusstsein und so Vertrauen auf mich selber, wahnsinnige Klarheit, was ich mag im Leben, was mir wichtig ist und auch, dass es okay ist, wenn ich mir 2-3 Stunden für mein Training nehme, weil ich dann gefühlt auch ein besserer Mensch in einer Gruppe bin. Weil dann bin ich ausgelastet, dann bin ich zufrieden mit mir und ich finde, wenn man selber zufrieden ist, wenn man selber mit sich im Reinen ist, dann kann man auch mit schwierigen Themen in der Freundesgruppe oder für andere besser da sein. Gut. Über dein Leben von Inzell nach Innsbruck. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit in Inzell, was für den kleinen Kind lebt heute noch in dir, wenn du über die Trails läufst? Ich war schon immer auch als Kind ein brutaler Sturkopf. Und war schon immer auch gern so in meiner eigenen Welt. Also die Mama hat gesagt, ich habe oft nicht viel braucht, weil ich halt irgendwie in meiner eigenen Welt war. Und das ist auch jetzt noch so, wenn ich trainiere oder im Rennen. Ich bin da total in meiner Welt, in meine Gedanken und den Sturkopf habe ich dann gut umgewandelt in Durchhalten und in dem Sinne hart zu mir zu sein und so stur auch zu sein, dass ich nicht aufhöre. Aber das ist dein Naturell ja auch, oder? Genau, das war ich schon immer irgendwie, ja. Und das ist der Blim. Ja, definitiv. Das heißt, du ziehst deine Dinge komplett durch. Ja. Ohne Wenn und Aber. Eigentlich ohne Wenn und Aber und vielleicht als Außenstehende manchmal auch so ein bisschen verwunderlich, dass man sagt, ja okay, es regnet, du hast 5 Stunden auf dem Trainingsplan, magst nicht nach 3 Stunden aufhören. Und da muss schon richtig viel sein, dass ich früher aufhöre. Wie geht es dir dann mit deinem Umfeld, wenn du viel an dein Trainingsprogramm, an deine Werte denkst? Vergisst du dann die anderen Leute da teilweise mal? Oder sind die trotzdem mit dir verbunden? Schaffst du das? Während dem Laufen jetzt oder nach dem Training? Allgemein. Freunde, Familie, also alles so. Wenn du dein Ding einfach machst, schaffst du das trotzdem, dass du eine Verbindung zu deinem Umfeld hast, die dir wichtig sind. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass manchmal oft eben schwierig ist zum Nachvollziehen, warum das so wichtig ist und warum ich es nicht mehr ausfallen lasse. Aber ich glaube, seit jetzt meine Familie und meine Freunde sagt, wie gut es mir geht, unterstützen sie das. Und ich habe schon so mit mir selber die Abmachung, dass das Training zwar wichtig ist, aber wenn ich jetzt mich um 2 in der Früh eine Freundin anrufe, weil es ihr schlecht geht, dann geht das immer vor. Bist du da? Ja, also das habe ich mir schon. Oder auch, also nur so ein wichtiges Rennen, wenn ein Familiennotfall ist, dann ist halt doch nur der Sport. Und also ich mag Disziplin trainieren, aber ich mag auch nicht, dass der Sport über Familie und Freunde gestellt wird, sondern dass das andere nicht vorgeht. Sport war ja früher schon wichtig für dich. Inzell ist ja bekannt als Schnelllauf-Hochburg mit der Max-Eicher-Arena. Du selbst warst in deiner Kindheit und Jugend schon sehr erfolgreich im Schnelllaufen, soweit ich weiß. Wie war die Zeit für dich damals und warum hast du mit der Sportart aufgehört? Als Schnelllauf denke ich furchtbar gern zurück, weil wir einfach eine super coole Gruppe waren. Also ich glaube, für mein ganzes soziales Aufwachsen, für meine Jugend, die war total behütet, total lustig und einfach schön durch die Schnelllaufgruppen. Da war auch gar nicht so der Sport was mich so geprägt hat, sondern die Gruppe, die anderen Mädels, die anderen Jungs, die Trainingslager. Und ich bin dann mit 16 für ein Austauschjahr nach Amerika. Und da war mir dann schon klar, das ist ein Risiko, dass das vielleicht auch das Ende vom Sport bedeutet. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, naja, ich bin ein Jahr weg, ich kann es dann nachher wieder anfangen. Und in dem Jahr haben wir aber ganz viel von der Gruppe aufgehört. Und dann war es für mich irgendwie auch also ein abgeschlossenes Kapitel. Das war so mein Jugendsport. Und deswegen habe ich dann auch nach dem Jahr Amerika gar nicht mehr den Einstieg ins Eisschnelllauf versucht. Aber war da schon die Frage Richtung Kader oder warst du da schon im Kader? Oder Ja, also ich war davor mit 15, 16 schon in einem Leistungskader. Aber ich sage mal, die Entscheidung wäre dann wahrscheinlich die nächsten 1-2 Jahre kommen. Und man muss schon ehrlicherweise sagen, ich war
super gut im Training, aber ich war wahnsinnig schlechter Wettkampfsmensch. Okay. Also ich war, wenn man da meine Trainerin von damals fragt oder die Trainingsgruppe, ich habe damals mit dem Druck nicht umgekommen oder Druck mit meinen eigenen Erwartungen. Ich war so nervös, ich habe nie die Leistung gebracht wie im Training oder selten. Und ich habe da einfach im Kopf das einfach nicht so geschafft. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch gedacht, so, als ich dann zurückgekommen bin von Amerika mit 17, ja, Sport ist, also Leistungssport ist einfach nicht meins. Ich Wegen mach dem gern Wettkampfdruck. Ja, wegen dem Wettkampf und dem Nervössein. Und ich war auf Tage vorher, habe ich schon schlecht geschlafen oder Magenprobleme gehabt. Und deswegen eigentlich faszinierend, dass jetzt, dass die sagen, im Wettkampf ist meine größte Stärke mein Kopf. Hast du da irgendwas gemacht, dass das jetzt besser klappt im Wettkampf? Ja, also ich glaube einerseits... Mentaltraining oder irgendwie, ja, Ja. Mentalcoaches oder was auch immer, oder Ja, machst du das also selber? ich arbeite mit einer Mentaltrainerin zusammen, seit einem Jahr oder 1,5 Jahren schon. Okay. Aber auch davor habe ich mich viel damit beschäftigt, was mit mir passiert im Wettkampf und warum ich gern aufhören darf oder langsamer werden darf. Und in der Jugend, glaube ich, war einfach vielleicht noch nicht so reif oder habe das nicht so reflektieren können. Und das habe ich dann einfach gelernt, sage ich mal, durchs Erwachsenwerden und durch den langsamen Einstieg dann ins Trailrunning. Trailrunning war ja am Anfang nur ein Hobby und als Schneller war immer schon auf Leistung und auf Kader getrimmt. Ja. Und dadurch, dass ich am Anfang ja keinen Druck gehabt habe, weil es ja ein Spaß und ein Hobby war, bin ich ja dann reingewachsen und jetzt, wo der Druck größer wird und wo es ja auch quasi mein Beruf ist, arbeite ich mit einer Mentaltrainerin und ich muss sagen, das hilft mir krass. Also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne die. Und kannst du sagen, was du da genau machst? Also, dass man da wirklich in einen guten Zustand kommt zum Wettkampf und nicht so aufgeregt ist vielleicht? Ja. Also, was ist da die Methode? Also es ist schon, sage ich mal, sehr, sehr persönlich. Also neben meinem Trainer, meinem quasi physischen Trainer, war es meine Mentaltrainerin, glaube ich, auch mit am meisten von mir, weil es ja ganz oft auch so ist, Nervosität oder Aufregung hat ja meistens mit irgendwelchen persönlichen Ängsten zum tun. Und die versucht man dann aufzuarbeiten oder auch zu Methoden im Training zum Testen, was, wenn der Gedanke kommt, wie kann ich mit dem Gedanken umgehen. Warum bin ich 3 Tage vorher aufgeregt? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wie kann ich schauen, dass ich das ins Gute lenke? Oder auch manchmal ist ja das Umfeld, man hat Angst, wen zu enttäuschen, man hat Angst, nicht gut genug zu sein. Man hat Angst, dass ein anderer Sportler was Schlechtes denkt. Wie kann man dann sich selber so verändern oder damit umgehen, dass einem das keine negative Energie gibt, sondern vielleicht sogar positive Energie und Kraft für den Wettkampf. Und gibt es da irgendeine Methodik oder ist das passiert das im Kopf? Also machst du da irgendwie Meditation oder? Wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Also der erste Schritt ist immer, dass wir schauen, was ist das Problem. Und wenn man dann zum Beispiel, bei mir war es oft im Wettkampf, dass dann so ein bisschen eine negative Stimme losgegangen ist. So, ja, wer glaubst du, dass du das schaffst und schaffst doch eh nicht und ist ja eben egal, ob du das schaffst, also lass es einfach sein. Okay. Und wenn das der Kopf dir die ganze Zeit sagt, dann sitzt die wahrscheinlich eher hier. Und dann haben wir diesmal versucht herauszufinden, wann das ungefähr im Wettkampf kommt und was ich dagegen tun kann. Und dass ich mir dann vielleicht nicht sage, weil das schaffst du eh nicht und es glaubt eh keiner an die zum Denken, doch, der Familie steht am Ziel und du schaffst es und für das hast du trainiert. Und das versucht man zum Beispiel auch dann in harte Trainingseinheiten schon zu trainieren. Wenn ich zum Beispiel Intervalle mache, wo ich oft 15 Minuten am Anschlag bergauf laufe, da sagt dann oft auch der Körper nach 2 Minuten, was machst du, lass das, laufst jetzt irgendwo auf die Bicke ein und keuchst, das musst du doch nicht machen, dass du dann sagst, doch, du schaffst es, du machst es und durch das, dass du es dann 2-3 Mal in der Woche schon zu dir sagst, wird die Stimme stärker und ist dann im Wettkampf auch präsenter. Das heißt, du gehst eigentlich in eine positive Zukunft schon. Also Ja. Du stellst dich schon im Ziel vor, will die Leute jubeln oder? Und dann Gar nicht. Oder okay. wie die, oft ist es auch wirklich so, wenn ich weiß, mein Bruder ist bei der nächsten Versorgungsstation, dass ich dann denke, da wartet der Raphael, jetzt einfach da noch hinlaufen und dann schauen wir weiter und dann hast du Unterstützung. Und Cool. ja, Gut. und das vorbereiten oder auch so, oft haben ja die Tage davor, die da schon Energie rauben, dann kommen irgendwie Interviews oder Anfragen, was deine Erwartungen fürs Rennen haben, dann verlierst vielleicht Energie, weil du zu viel drüber nachdenkst. Und wenn man da dann einfach, haben wir dann überlegt, was sind die Stimmen, die mich beeinflussen, also bei welchen Leuten ist mir wichtig, was sie über mich denken. Kann ich denen zum Beispiel sagen, was mir hilft, dass sie zu mir sagen, oder wie kann ich mich abgrenzen, auch, wenn ich mir denke, die stressen mich, wie kann ich quasi bei mir bleiben. Und da gibt es dann auch schon so Techniken, Atemtechniken machen wir auch viel, Ja. so vorm Einschlafen, dass man den Körper beruhigt und den Geist und dann nicht in irgendeinem Gedankenstrudel gerade, sondern bei sich bleibt, vom Körper her ruhig einschlaft, Routinen auch, dann auch einfach also einen ganzen Alltag reflektieren. Gibt es mir Kraft, wenn ich früh auf Instagram bin vorm Rennen oder nicht? Den Weg dann wählen. Okay. Schön.
Susanna, du lebst jetzt in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grinzenz, oberhalb von Innsbruck. Ganz ehrlich, was hat denn der Ort oder die Stadt Innsbruck, was Inzell nicht hat? Und was vermisst du von Inzell? Weil wir haben es ja schon schön da. Ja, es ist voll schön und manchmal ist ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, Inzell und Grinzenz nebeneinander steht, dann sind das einfach zwei Dörfer. Ja, jeder meint Innsbruck, dabei bist du, ist eigentlich ein Dorf bei dir. Es ist voll das Dorf. Aha. Es ist nur ein großes Dorf als Inzell, weil es ist nur kleiner. Okay. Aber es ist 20 Minuten nach Innsbruck. Und Innsbruck ist einfach eine Stadt, wo ich zum Studieren hingegangen bin und wo ich das Gefühl gehabt habe, ich kann komplett sein, wer ich mag, ohne irgendeine Vorgeschichte oder irgendwelche Erwartungshaltungen, weil mich ja keiner kennt hat. Ich habe mich in dem Sinne neu erfinden können und sage immer so ein bisschen auch frei entfalten können. Und das hat mir so gut getan. Und dann hat Innsbruck halt schon ein bisschen nur diese alpineren Berge. Ein bisschen mehr 3000, ein bisschen höher. Jetzt in die Winter einfach die Schneesicherheit. Und deswegen bin ich dann auch nochmal 450 Höhenmeter überhalb von Innsbruck gezogen, weil da kann ich im Winter mit die Ski bei der Haustür losgehen. Ja, ich habe dir mal in einem anderen Podcast gehört, das ist perfekt Trainingsgebiet, hast du gesagt. Es ist Wahnsinn, es ist echt, da ist alles. Ich kann mit dem Rennradl im Sommer starten, ich kann mit die Skitouren starten, ich habe Langlaufloipen. Und wenn ich dann aber sage, ja okay, jetzt ist mal das ganze Berg und Natur genug, ich mag jetzt mal Kino oder eine Ausstellung, dann ist Innsbruck halt schon einfach eine Stadt, wo ein Angebot geboten Also du hast beides. Ich habe beides. Innerhalb kürzester Zeit. Sehr, sehr kurze Zeit. Und ja, was mir natürlich schon fehlt, das merke ich schon oft, ist dieses, ich fand es schon oft schön, nach einer Skitour schnell bei der Mama auf einen Kaffee vorbeizuschauen. Schnell bei den Freundinnen von früher. So, ich bin, sage ich mal, einmal im Monat daheim in Inzell. Ja. Aber dann ist halt, okay, großer Brunch, großes Grillen, alle Freundinnen Jeder mag das sehen. Weil du hast halt die 2 Tage. Und das ist total nett. Aber so, wenn ich halt hier wohne, dann kann ich ja zweimal sagen, jetzt trinken wir schnell einen Espresso und ich gehe nach 10 Minuten wieder. Ja. Wenn du aber noch einen Tag da bist, dann magst du nach 10 Minuten nicht wieder gehen. Aber man kann halt, glaube ich, auch nicht alles haben. Und 2 Stunden Fahrzeit ist okay. Also, wenn es brennt, dann fahr ich einmal für einmal grillen her. Ja, du hast in Innsbruck ja studiert und hast vor kurzem deine Anstellung in Innsbruck aufgegeben und bist jetzt Profisportlerin und Speakerin. Welche Strategie hast du gehabt, um diesen mutigen Schritt zu gehen? Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein bisschen Abstand von Innsbruck, also komplett einen Ortswechsel gemacht. Und welche Strategie hast du angewendet, um diesen mutigen Schritt zu gehen? Ja, das war schon lange in meinem Kopf, muss ich sagen, weil ich einfach durch den Sport gemerkt habe, ich habe davor 25 Stunden noch gearbeitet und habe da schon gemerkt, die Flexibilität tut mir gut. Im Tourismusbereich? Im Tourismusbereich, also im Innovationsmanagement, Tourismuswerbung, habe ich mir dann einfach gedacht, also mein Beruf war da eigentlich schon ganz viel Projektmanagement und mit ganz vielen verschiedenen Firmen so Workshops leiten, wo der Tourismus sich in Zukunft hin entwickelt. Und habe gemerkt, das macht mir eigentlich voll Spaß, dieses Workshops und Leute motivieren und Ziele finden. Aber was mir nicht so Spaß gemacht hat, war, dass mir wer anders gesagt hat, wann ich im Büro sitzen muss, dass ich nicht entscheiden kann, wenn es am Samstag regnet, ich mache jetzt da die Vorbereitung, sondern dass das halt immer nur so ein bisschen festgefahren war. Und dann habe ich einfach letztes Jahr mal durchkalkuliert, ob es irgendwie finanziell ausgeht und ob ich es nicht mal 1-2 Jahre probieren soll mit der Selbstständigkeit. Und habe mir dann einfach selber die Deadline gesetzt, ich kündige jetzt auf Ende des Jahres und probiere es. Bin in sehr, sehr guten mit meinem Chef und mit der Firma auseinandergegangen, dass jetzt, auch wenn jetzt, glaube ich mal, was war, wieder eine Anstellung wo finden würde. Das heißt, die Sicherheit, dass du wieder zurückgehen kannst, war eigentlich die Entscheidung dann, oder? So ein bisschen, das genau. Ein bisschen so, ja, dass ich es jetzt eigentlich mal versuchen kann. Wenn es nicht funktioniert. Genau. Und dann habe ich gesagt, mein 2025 mache ich es mal, dann schaue ich im November, ob ich meine ganzen Ersparnisse aufgebracht habe oder ob es finanziell doch ausgegangen ist. Und ich habe halt gemerkt, so wie wenn ich jetzt mit dir über die Rennen rede oder mit meinen Arbeitskollegen oder in der Familie, du hast jetzt auch ganz viel gefragt, ja, wie ist der gegangen mit dem Halluzinieren, wie hast du dich motiviert, was machst du mit deiner Mentaltrainerin? Die wenigsten Leute fragen, wie viel Laufschuhe hast du, was für kurze Hosen ziehst du, sondern was interessiert die Leute, was motiviert die 100 Kilometer zum Laufen, was geht in deinem Kopf auch vor, dass du nicht aufhörst. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja in der Arbeit auch so. Da fragt auch keiner, vor welchem Laptop sitzt, sondern wie hast du es jetzt so schnell geschafft, das Projekt umzusetzen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das irgendwie weitergeben kann, wie früher halt bei 100 Kilometer einfach der Kopf und die Vorbereitung ist und dass man das auch in ganz viele andere Sachen nutzen kann, das war ja mega cool. Und dann haben wir auch probiert das jetzt. Und jetzt habe ich ein paar Aufträge für meine Keynotes und jetzt werde ich schauen, wie es ankommen. Und wenn die Leute nicht sagen, das ist kompletter Schmarrn, dann werde ich das die nächsten Jahre machen.
Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber nach der Frage mit Speakerin ist jetzt auf einmal das Gesicht auseinandergegangen, weil da seinerweise so ein Lächeln drauf war und voll motiviert war. Und da merkt man, dass die das halt voll lebt. Gell? Also Speakerin ist ja neu für dich, bist du nicht so lange da unterwegs. Was ist denn da das perfekte Publikum? Also warum sollte man dich buchen? Ich glaube, das perfekte Publikum ist eigentlich genau das Gegenteil zum Sport, also die komplette Businesswelt. Irgendwelche, ich sag mal, Manager, Projektleiterinnen, die Montag bis Freitag im Büro sitzen, vielleicht total gestresst sind und sie denken, wann soll ich nur eine Stunde Yoga machen, eine Stunde laufen gehen, wann habe ich Zeit für meine Familie und oft ein bisschen vielleicht auch, glaube ich, wir alle, uns einfach einmal im Alltag ein bisschen überfordert fühlt. Und ich glaube, wenn man dann sagt, mein Beispiel ist nur der Ultralauf, aber die 100 Kilometer können jedes Ziel sein, man muss runterbrechen, man muss sich selber motivieren, dann glaube ich, kann man da extrem viel mitnehmen. Weil ich habe das auch gemerkt, seit ich so viel laufe, dass ich in meinem Job so viel leichter da habe. Weil wenn du, jetzt, keine Ahnung, komplett fertig in Chamonix noch 100 Kilometer am Boden liegst und nicht mehr kannst, und dann hast du 5 Tage später eine Budgetentscheidung in der Firma, dann ist das auch, du bist aufgeregt, aber dann denkst du, das ist warm, dir geht's gut, du kannst einen Kaffee trinken, du musst jetzt nur ein paar Sachen vorstellen und wenn es danach nicht schief geht, dann, also du hast letzte Woche 100 Kilometer geschafft, das gibt dir dann so viel Selbstvertrauen und Ruhe auch, so ein bisschen die Relation zum Singen und das würde ich gerne einfach vermitteln, dass man auch da ganz viel über den Kopf steuern kann und über bei sich selber bleiben, Ruhe gönnen und das gut vorbereiten, dann glaube ich, kann man da quasi mein Laufziel auch in Projektziele oder andere Ziele umsetzen. Also einfach eine Strategie, um Ziele zu erreichen, oder? Ja. Und hauptsächlich möchtest du das anbieten für Firmen, oder? Genau, also jetzt aktuell bin ich viel mit Firmen in Kontakt und auch meine ersten Aufträge haben in Firmen, oft auch so bei Teambuilding, dass man sagt, das ist mal der Impuls und dann überlegt sich das Team, wie es eben die Ziele neu ausrichtet, wie sie aufstellen und motivieren. Das ist jetzt genau mein Gedanke. Ist das dann aktiv auch für die Leute oder ist das eher so eine Speakerin Vortrag oder wie läuft das ab? Genau, also aktuell ist so geplant, wir einen Vortrag zwischen 50 und 90 Minuten und es soll so eine Inspiration oder Impuls sein. Okay. Ich habe jetzt auch schon Anfragen gekriegt, dass man danach das in einem Workshop nur aufarbeitet und das schaue ich mir jetzt an, aber da muss ich ja noch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ausbildung im Bereich Coaching oder was, also das darf ich jetzt erst mir noch hinten anstellen, das wäre vielleicht ein Zukunftsziel, dass ich mich da noch weiterbilde, aber aktuell ist eher so 45 bis 90 Minuten Inspiration geben, dass die Leute denken, cool, da arbeitet jetzt weiter dran. Oder vielleicht auch die Firma sich denkt, da setzen sie an und leiten dann Schritte davon ab. Aber im Coaching für andere Sportlerinnen oder Sportler machst du jetzt noch nichts, oder? Weil die könnten jetzt, du wirst vielleicht das eine oder andere auch verkehrt gemacht haben in der Vergangenheit und daraus gelernt haben. Kannst du ja das eine oder andere an Leute mitgeben, oder? Voll, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Meine Website, sage ich jetzt mal, oder mein erster Auftritt hat jetzt viele Firmen angezogen, aber das fand ich zum Beispiel auch spannend. Ich habe jetzt mal mit einer geredet, die Jugendgruppen trainiert. Mit der habe ich einen Termin im Juli. Das war nämlich auch spannend, dass man zum Beispiel besonders oft findet Mädels mit 14, 15, wo ich damals ja auch noch nicht so selbstsicher war, ein bisschen mitgibt, wie kann man auf sich selber vertrauen und vielleicht nicht die Wettkampfangst haben. Da habe ich ja wahnsinnig viel gelernt und natürlich rede ich mir jetzt leichter 20 Jahre später, aber vielleicht kann meine Geschichte oder meine Learnings dann auch denen helfen. Also das wäre schon was, wo ich in Zukunft auch sehe. Gut. Gibt es für dich einen bestimmten Moment, wo du ganz bewusst gesagt hast, ich lasse jetzt das Müssen los, hör auf mein Gefühl und folge meinem Flow? War das ein bestimmter Moment, weil du hast jetzt schon gesagt, wie es dazu gekommen ist, aber war das irgendein Punkt, eine Situation oder was auch immer? Du sagst, jetzt zieh ich es durch. Den Sport? Ja, das war eigentlich dann, Auslöser war in Bhutan. Ich habe mir gedacht, In der Halluzination. nein, da war ich gerade mit was anderes beschäftigt. Aber in Bhutan, weiß ich noch, am ersten Tag habe ich festgestellt, das war super spannend, dass ich eigentlich von den ganzen internationalen Athletinnen die einzige nur war mit einem Job dazu. Und die alle, also abgefahrene Sachen gemacht haben und bei denen es alle funktioniert hat. Dann habe ich mir gedacht, vor was habe ich denn Angst? Im schlimmsten Fall schreibe ich in einem Jahr wieder eine Bewerbung und sitze mir wieder in einem Büro. Und dann in Bhutan oft schon, auch dann im Nachtlager, in meinem Schlafsack, habe ich mir gedacht, jetzt liege ich auf 5000 Meter und habe Angst, dass ich nicht mehr im Büro sitze. Also probiere es einfach. Und 2 Wochen später habe ich auch gekündigt. Das heißt, was soll schief gehen? Genau. Okay. Mich würde auch noch so in Bezug als Frau das Ultralaufen auch noch mal ein bisschen interessieren.
Stärke, Ausdauer und ein bisschen Widerstand. Rosanna, du bist eine von nur relativ wenigen Frauen in dem Sport. Ich habe gelesen, es sind im Moment so zwischen 15 und 20% Frauen unterwegs. Und bei den langen Distanzen werden es noch weniger. Spürst du das oder ist das dir unterwegs total wurscht? Ich sehe es oder versuche es oft eher als Vorteil zum Sehen, weil als Vorteil ist natürlich das, wenn du eine Frau bist, dann bist du einfach biologisch auf die Strecken nicht ganz so schnell wie die Männer, besonders am Anfang. Aber umso länger die Strecke wird, umso stärker wird der Kopf und das Durchhaltevermögen und dann die Frauen oft stärker. Und dann ist das Coole, wenn du dann aber, sage ich mal, erst die Frau bei die Top 20 von den Männern mitlaufst, dann ist das ein brutaler Antrieb, wenn du dann nur Männer überholst. Wenn die Männer dann kämpfen auf die letzten 20 Kilometer und der erste Mann, sage ich mal, hat ja keinen mehr vor mir, der muss sich dann komplett selber motivieren und ein Lohr durchschlagen. Und ich sehe dann vielleicht wieder einen Mond, dann kann ich mal das Ziel setzen, den überhole ich jetzt. Das finde ich schon cool. Was ich oft schade finde, dass nicht mehr Frauen sich das trauen. Weil ganz viele Frauen, glaube ich, denken, sie sind nicht stark genug. Und eigentlich haben Frauen auch biologisch für dieses, sage ich mal, so Schmerzen aushalten und durchbeißen fast mehr gemacht als Männer. Da fehlt oft nur das Selbstbewusstsein. Also das Durchhalten. Ich habe das vor kurzem beim World Run, war ein Deutscher erster geworden, gell? Wenn du das verfolgt hast. Und das war auch so interessant, wenn es dann siehst, wie die Frauen dann die ganzen Männer wohin. Also faszinierend. Ja. Und vor allem bei den Langstrecken. Ja. Du hast es schon gesagt, also was macht deiner Meinung nach das Laufen als Frau besonders, psychisch und physisch? Gibt es da noch Ergänzungen, wo du sagst, das ist nochmal total anders wie beim Mann, außer das, was du gesagt hast? Nein, ich glaube wirklich dieses Durchhalten und nicht aufgeben. Das zeigt sich dann auch ab so 100 Kilometer. Bei den Frauen steigt kaum jemand aus und bei den Männern ganz viel, weil die Frauen einfach ein höheres Schmerzempfinden haben. Das ist interessant, weil den Glaubenssatz habe ich mir genauso aufgeschrieben. Männer sind schnell und Frauen halten mehr durch. Ja. So ist Also ja, der genau. stimmt, oder? Ja, der stimmt, ja. Okay. Gab es Situationen, wo du das Gefühl gehabt hast, jetzt werde ich gerade nur als Frau gesehen und nicht als Läuferin? Ja, manchmal, also klar, ich bin total froh, meine ganzen Sponsoren und alles, aber bei Fotoshootings oder so Werbeauftritten merkt man dann oft schon, dass da manchmal das ein bisschen im Vordergrund gestellt wird, ja nicht, da ist jetzt eine Frau, Hübsche Frau. die kann man irgendwie jetzt ja da nicht verpacken. Oder wenn dann gesagt wird, man ja nicht, bist eingeladen worden aufs Rennen wegen dem Shooting. Und ich mir denke, nein, wegen dem Rennergebnis. Und da habe ich oft das Gefühl, da wird bei den Männern halt eher die Leistung gesehen und bei den Frauen wird das dann oft schnell vermischt, dass das halt auch irgendwie mit Aussehen oder weil das nur eine Frau dabei ist, mitspielt. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich glaube, das ist oft gar nicht negativ gemeint, aber ja, fand ich cooler, wenn es da einfach gleicher behandelt werden darf. Glaubst du, das sitzt eher bei den anderen oder eher bei dir selber? So, auch wieder so ein Glaubenssatz, keine Ahnung, eine Frau darf jetzt vielleicht nicht erfolgreich und hübsch zugleich sein? Ich glaube, ich versuche zumindest an mir selber zu arbeiten, dass ich nicht so denke. Aber ich glaube schon, in der Außenwelt ist genau das, was du jetzt sagst. So, wenn jetzt ein Mann erfolgreich ist, dann wird einfach nur der Erfolg gesehen oder die Leistung und gar nicht das Aussehen. Und bei Frauen wird dann schon immer überlegt, ja, das ist jetzt vielleicht gesponsert, weil es beides hat oder nur das eine. Und ich glaube, es ist beides, von innen und von außen. Ja, wobei, man darf es ja gleichzeitig sein. Denke ich mir auch, das ist ja eigentlich Du bist erlaubt, erfolgreich ja. und schaust gut aus. Manchmal denke ich mir, man kann ja auch beides sein und man darf auch, keine Ahnung, lackiert die Nägel haben und Trailrun machen. Und Ja. genau. Okay. Und umgekehrt, wann hast du zum letzten Mal selber gemerkt, dass da das Frausein in den Sport vielleicht sogar eine Stärke war? Also, du hast es ja vorher schon gesagt, Ja. wenn du einen Mann überholt hast. Genau, wenn ich einen Mo überholt habe, oder manchmal ist es ja cool, wenn man in dem Sinne ein bisschen unterschätzt wird. Oder aber die Trainingseinheiten dann einfach oft weiß, egal was die anderen Dinge man selber schafft, und man hat ja dann schon immer den Vorteil, dass man ja wie so ein Zugpferd hat bei den anderen, also bei den Männern. Wenn ich nur 18 Männer überholen kann, ist das schon mental ein Vorteil, wie der erste Mann, der halt keinen mehr überholen kann. Naja, die schauen alle blöd, oder? Ja, Wie ist denn das dann genau. so, wenn du einen überholst? Ja, also im Wettkampf geht es aber im Training ist es oft schon brutal. Ja. Also bei den Skitouren, okay, man schon manche Männer finden es dann, glaube ich, schwierig, wenn ich es überhole. Okay. Rosanne, jetzt wird es nur ein bisschen persönlicher. Stell dir vor, du darfst ein Jahr lang gar nicht mehr laufen. Was machst du stattdessen?
Darf ich Sport machen? Rennradeln, Skitouren und Wellenreiten. Dann nehmen wir einen Sport auch noch raus. Ja, das habe ich mich wirklich oft schon gefragt. Ich war ja vor 1,5 Jahren recht verletzt und da habe ich mir wirklich ein bisschen die Sinnfrage gestellt. So, wer ist die Rosanna ohne Sport? Und ich muss zugeben, das war super schwierig. Ich müsste irgendwie einen Ausgleich finden, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, wenn ich meinen Sport und mein Training mache, dann bin ich eine bessere Version von mir und auch eine bessere Version in der Familie, in Freundeskreise. Und wenn ich das nicht, dann müsste ich wahrscheinlich mit meiner Mentaltrainerin daran arbeiten, was ich für Strategien entwickle oder wie kann ich die Glücksgefühle erreichen, die mir der Sport gibt. Ja. Bist noch nicht so weit. Nein, aktuell wisse ich noch nicht, wie ich es ersetzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine ehrliche Antwort. Ja. Verstehe. Gibt es einen Ort, wo du immer wieder gern hinlaufst, weil der für dich mehr ist als nur ein Weg, vielleicht so eine Art Kraftplatz? Ja, es gibt schon einen Gipfel bei mir hinterm Haus in Grinsens, wo ich ganz oft zum Sonnenaufgang und auch zum Sonnenuntergang, weil das ein freistehender rauflaufe, wo ich auch schon manchmal umbivakiert habe. Und wo ich einfach das Gefühl habe, da ist alles in Ordnung. Und den ich auch nie, wenn dann irgendwer sagt, ob das, was mein Lauftipp bisher gibt, weil ich mir denke, dann ist kein anderer um. Soll ich es rausschneiden? Nein, ich sage hast du nicht genau gesagt. Genau. Aber mir sagst du noch. Ja, später. Okay. Persönliche Frage auch noch. Dein Opa ist jetzt über 90 Jahre und hat dich früher ganz oft in die Berge mitgenommen. Stell dir vor, du darfst jetzt heute mit ihm einen Ultra-Trail rennen. Welcher war das und was darfst du ihm dabei erzählen? Ich glaube, mit dem Opa, der hat die entweder einen Großglockner, weil der Opa einen Großglockner sehr gerne mag, oder irgendwann halt irgendwo in Kanada oder in Amerika, weil der Opa da auch so ein Fan ist. Und dann hat ihn, glaube ich, oder was er jetzt schon oft macht, ganz viel fragen, wie er das früher oft gemacht hat, weil als Bergführer, die haben oft auch Zach sein müssen und was er anders machen hat, wenn er jetzt nochmal 30 war oder so. Was da die auch antworten? Ich glaube, er hat antworten, dass er oft nicht so verbissen sein soll. Ich glaube, es ist cool, dass er so verbissen und so zäh war. Das habe ich, glaube ich, auch viel von ihm. Aber das nicht alles ist. Das gibt er mir jetzt schon auch so manchmal mit. Und das ist deswegen auch, warum ich immer sage, der Sport ist mir super wichtig, aber Familie und Freunde müssen immer vorgehen. Weil das habe ich jetzt beim Opa schon oft gemerkt, dass er da manchmal, glaube ich, sehr denkt, vielleicht war er da zu stur. Und da ich auch stur bin, nehme ich jetzt da sein Learning mit. Spiegel vielleicht. Ja. Und er merkt es gerade. Genau. Ja. Was steht denn in deinem Tagebuch, wenn du mal einen richtigen Scheißtag gehabt hast? Ich schreibe nicht wirklich Tagebuch, aber was da die einschreiben. Ja, wahrscheinlich wäre es ein Tag, wo ich nicht trainiert hätte. Ja, was bei mir schon dann schnell kommt, das Zweifel am, ich bin dann schnell eine, die alles also die große Sinnfrage stellt. Was mache ich? Meine ganzen Entscheidungen hinterfragt und dann nicht wahrscheinlich schnell drin stehe, warum habe ich meinen Job gekündigt, warum habe ich das so gemacht, so jetzt nicht so machen wie alle anderen oder halt wie der Großteil in meinem Umfeld. Und dann werde ich mich hoffentlich schnell wieder erholen. Kannst dann schon wieder ins Positive switchen. Ja, und meistens, ich bin wirklich die meiste Zeit positiv, aber manchmal, klar, ich finde, ist jetzt ein Lebensmodell, das mir voll gut taugt, aber es ist jetzt auch eins, wo ich nicht so viele Referenzwerte habe. Und dann denkt man sich schon, irgendwie, hoffentlich geht sich das schon alles aus, so wie ich es mir vorstelle. Gut. Wann war es das letzte Mal so richtig komplett planlos und war es vielleicht im Nachhinein sogar gut? Das war lange, ich bin immer sehr am Planen. Ja, das weiß ich. Deswegen die Frage. Ja. Ja, ich glaube, das war bei der großen Verletzung. Da habe ich mir die Zähne gerissen und kurz drauf einen Surfenunfall gehabt und mir die Zähne ausgeschlagen. Und da habe ich dann mal kurz gedacht, Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Macht das alles so Sinn? Setze ich vielleicht zu sehr auf Ohrkarten? Und dann war es gut, muss ich sagen, weil ich habe über 30 werden müssen, um das zu lernen. Aber ich habe davor immer gemeint, ich sage immer blöd gesagt, ich bin ein bisschen stärker wie alle anderen und kompensiere halt dann einfach über Schlaf. Also ich schlafe einfach weniger und kriege mehr in meinen Tag. Und da habe ich gemerkt, die Verletzung war viel einfach Stress und Schlafmangel und dass ich was ändern muss. Und im Nachhinein bin ich
todesfroh, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, meine letzte Saison mit dem Snowman Race in Bhutan, dem Lavaredo-Gewinn, hätte ich nie geschafft, wenn ich nicht was geändert hätte. Und das hat vielleicht über die harte Tour sein müssen, weil sonst hätte ich es nicht gecheckt. Gut. Das sind ja Entweder-oder-Fragen, kurz und knackig. Gänsehaut, Zieleinlauf oder Sonnenaufgang an dein Lieblingsgipfel? Sonnenaufgang am Lieblingsgipfel. Kohlenhydrate oder Kaffee? Kaffee. Sieh bei den Posts immer ja. Kaffee-Junkie, oder? Ja, voll. Ja. Ich liebe Kaffee. Ich habe da gerade einen doppelt reingeschickt im Podcast. Ja, Training mit Musik oder nur mit Klängen der Natur? Musik. Immer Ohrwaschel-Stöpsel drin. 99%. 99%. Innsbruck oder Inzell? Innsbruck. Oh, tut mir weh. Ja. Bühne oder Berg? Berg. Durchbeißen oder umdrehen? Durchbeißen. Ja, ganz klar. Siegerlächeln oder Selbstgespräch? Selbstgespräch. Kannst du genießen deinen Erfolg, wenn du ins Ziel läufst? Ja, aber nur wenn der Erfolg mit meinem inneren Erfolg zusammenstimmt. Wenn ich Erster bin und mit mir selber nicht zufrieden bin, dann werde ich lieber 20. Wow. Ja. Also ich habe auch schon 2 Rennen gehabt, wo ich gewonnen habe und wo ich mir danach gedacht habe, so happy war ich gar nicht. Und Rennen gehabt, wo sich auch die Platz angefühlt hat. Okay. Also, ich glaube immer, von außen denkt sich immer jeder, naja, was kann denn nicht passen, wenn du Erster wärst? Oder wir kommen sich so freuen, wenn man Fünfter wird. Aber mich da selber beeindrucken oder mit mir selber zufrieden sein, ist viel wichtiger. Rosanna, zum Schluss noch 2 Fragen. Wenn du die Zeit zurückdrehen kannst, gibt es irgendwas, was du im Nachhinein anders machen darfst? Mehr schlafen. Nein, das hört sich wirklich albern an, aber mehr schlafen. Weil? Weil mir das sehr viel gekostet hat. Im Training, aber auch im Umfeld. Ich glaube, es weiß jeder, wie man ist, wenn man Schlafmangel hat. Man ist ein bisschen, sage ich mal, eine kürzere Zündschnur. Der Körper ist nicht so erholt. Und ich weiß nicht, warum ich habe nie was abgesagt und habe lieber am Schlaf kompensiert. Und jetzt denke ich mir, hättest du das eine Treffen mit den Mädels abgesagt, das eine Training auslassen und wärst einfach voll da gewesen. Also in der Trainingsphase immer die Schlafzyklen. Ja, aber auch so. Also auch wenn ein langer Arbeitstag ist, dann lieber auf Nacht das Pizzaessen einmal absagen und ausschlafen, wie immer nur 5-6 Stunden schlafen. Und das wäre ich mir gedacht, wenn ich das mit 20 schon gewusst hätte, oder das hätte ich jetzt definitiv ändern und meiner jüngeren Version mitgeben. Das heißt, das hätte mehr Power gegeben für deine ganzen Erfolge, für deine Trainings. Ja. Also Schlaf macht viel aus. Schlaf macht alles und auch bei Verletzungen. Okay. Also eigentlich als Sportler oder auch so, glaube ich, das beste Erholungstool. Ja. Und was magst du Leuten mitgeben, die gern ihren Traum leben wollen, jedoch nicht mutig genug sind, was zu verändern? Wenn das Bauchgefühl sagt, ja, mache, es ergibt sich dann schon alles. Einfach, weil der Bauch, der weiß das schon irgendwie. Und also das echt mitgeben, nicht warten, nicht sagen in 5 Jahren, wer weiß, was in 5 Jahren ist. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man mag das machen, man brennt dafür, dann jetzt machen. Zeit ist zu knapp. Rosanna, du bist nicht nur eine, die die beste Läuferin ist, sondern vor allem ein Mensch mit tiefer Klarheit und echtem Herz. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Strecken, aber vor allem in deine Gedanken. Wenn euch die Folge gefallen hat, schickt es weiter, schreibt einen Kommentar und folgt zum Diersei Podcast. Und wer die Rosanna noch besser kennenlernen möchte, schaut auf rosannabucher.com oder auf Instagram unter, das sagst jetzt du, Roxiro. Roxiro. Genau. Pfiat euch und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Rosanna, warst du zufrieden? Danke, sehr happy. Danke fürs Sehr coole Gespräch. Bis zur nächsten Folge vom Diersei Podcast. Bleibt alle gesund und das geht am besten mit einem Lauf durch unsere schöne Heimat. Mit viel Schlaf haben wir gehört. Aber eine kurze Joggingrunde oder ein Ultrarun und vielleicht läuft euch dabei mal die Rosanna über den Weg. Pfiat euch, servus und macht es gut. Ciao. Ciao. Cool.